Fleizen ist eine Technik, wo wir just mit der Schwerkraft Wiesen bewirtschaften. Wir lassen Wasser auf die Wiesen nicht durch die offenen Gräben, durch keine Maschinen gebraucht, kein Geschirr gebraucht, groß außer ein Wiesenbeil, und dann kann ich fleizen. Also das Fleizen, kurz erklärt, stellt man sich am besten so vor, ich habe einen Bach, ich staune die ab, ich leite dadurch, dass ich mein Niveau habe vom Wasserspiegel, das Wasser irgendwo an, ich das hin, über den Kurve, und dann lasse ich das Wasser über die Wies möglichst flächig drüber laufen und Wasser fließt dann wieder zurück an den Bach. Und dann habe ich Wasser an der Wies, das ist gut für das Pflanzenwachstum, ich habe die Nährstoffe am Wasser rausgefiltert am Wurst, das ist auch gut für das Wachstum, und ich habe die Temperatur vom Wasser am Boden von der Wies. Tisch am Winter minus 5 Grad, am Boden, Wasser hat aber 6, 7 Grad, habe ich immer eigentlich eine höhere Bodentemperatur durchfleizen und dadurch habe ich viel mehr Graswachstum. Bewässerung ist immer schon ein Thema an der Landwirtschaft gewesen. Ich meine, die ersten Kulturen sind entstanden, die ersten Städte, die ersten staatlichen Organisationen, die ersten Religionen sind entstanden, wird Leute sich schon ein bisschen zusammen dienen, für Kulturen zu bewässern, weil das kann ich nicht mehr zusammen machen. Auf Fleizen ist auch ein bisschen etwas Ähnliches. Hier geht es darum, traditionell hier in Europa, an unserem Kulturkreis, an unseren landwirtschaftlichen, typischen Produktionen, Wiesen, zu bewässern am Sommer oder am Frühjahr, für den Demarrage von der Vegetation. Und zwar muss ich das halt so vorstellen, die Leute hatten nicht ganz viel Terrain, die hatten noch nicht viel Bechten, und die Bechten, die pur Bechten, die sie hatten, die haben sie aber müssen irgendwie Fiederen auch durch den Sommer kriegen. Futter als keines, wie es von irgendwo importiert gibt. Sie wird mal nicht aus dem Notbestoff, auch schon gar nicht aus Übersee oder aus anderen produktiven Gegenden. Also hätten sie sich ein bisschen gucken, wie ihn das hingekriegt hat. Wenn ich an Fleizen denke, dann ging ich so, dass das die schönsten Erinnerungen sind, die ich aus meiner Kindheit habe. Wir haben oft mit anderen Kindern am Wasser gespielt. Und, also wie gesagt, ich verbinde das mit ganz, ganz schönen Erinnerungen. Das ist ziemlich emotional für mich, Fleizen. Das kann ich sich auch nicht vorstellen, wenn ihr selber erlebt habt, aber auch die Kinder, die nicht bei uns im Hof gelebt haben, sind gekommen, Kinder aus dem Dorf, für dort zu spielen. Und das war immer das Highlight vom Sommer, wenn der Großpap die Wiesen hinter dem Haus, die nur an einer Bergluchen gefleizt hat. Das war für uns Vakanz. Wasser ist für mich ein Element, das ist irgendwie faszinant für uns Menschen, mit Wasser zu schaffen, mit Wasser zu spielen, also etwas, was irgendwie also am Blut stößt. Fleizen ist eine traditionelle Methode, Land zu bewässern. Ziel war eben, mehr Gras, mehr Hehe, dass der Bauer mehr Vieh kann, der Winter über am Stall halten. Das heißt, man kann mehr Milch produzieren, man kann mehr Fleisch produzieren, was gerade am 19. Jahrhundert immer mehr wichtig ging, als wie die Population rumgewurst ist, wie man musste Industriearbeiter mit Irse versorgen. Der Gruf beim Willi braucht innen und auch den anderen bei der Willospist weisen, dass das keinen Beitrag zur Biodiversität leisten. Der Eisenbahn musste ja, wie die gebaut gehen ist, mussten eben noch auf die Bewässerungsgriff Rücksicht holen. Sie haben also über all Bewässerungsgruf, den es damals gehen hat, mussten sie einen Durchlass in der Eisenbahn bauen. Und der Willospist da in der Lelgen, das war auch den ersten, wo Eis das abgefahren ist. Und wo man ja noch eben da bei der CFL, wie man die Pläne konnte, gesehen, wo sich dann rausgestaltet hat, wie wichtig die Eisenbahnspläne sind.
Es sind dabei ein Modell zu bauen, die soll einmal weisen, wie die Anlagen ausgesehen haben. Das soll auch demonstrieren, wie die Fläche funktioniert hat. Wir haben hier Fähigkeiten, Wissen, wo noch, das am Moment noch da ist. Wenn man das Wissen erhält, kann es sein, dass wir das in Zukunft noch ein Jahr brauchen. Wie ich noch jung war, sind ich mit meinem Papa an die Heide wiss, weil da ist immer wer Fläze kommen und als junge Bursch war den hart Arbeit. Beim Fläzen haben wir natürlich irgendwann angefangen, wo das Wasser war, für dann raufzugehen, dem Graf nur, und dann als das rein nur kommen, dann hat ihn auch immer ein bisschen das Niveau, wie die Mist kappen, und für die Graf zu machen. Du hat ihn daneben den Hehl, und auf der anderen Seite von dem Hehl, du hat ihn dann so ein Beilen, wo ihn dann Seiten aufgekappt hat, und da konnte ihn an der Mütze mit dem Hehl den Böden raushüllen und dann an die niedrigste Seite rauflegen. Fläzen an sich als eine sehr nachhaltige Art und Weise, mehr Ertrag an der Landwirtschaft zu produzieren. Der wir unterscheiden ja diese 3 Anlagentypen. Der Tisch einmal in den großen Flussgebieten, wo oft mit Naturstein gesetztes Wehr an den Fluss gebaut gehen, das Wasser gof aufgelegt, wo dann der ganze Gleithang bewässert gehen ist. Dann haben wir die Anlagen auf den bisschen wie Klängenbachen, da gof dann oft ein Schott, also ein Wehr, an Bach gesetzt, wo dann zugemacht ist und dann gof ein Kanal geflutet, den dann entlang des Hangs oberhalb der Wiese Wasser geführt wird und dann gof von dem Hang immer einzelne Sticker geflutet. Und dann haben wir die Klänganlage wie in der Rackebach, Fischgrätmuster an der Mitte, also einen relativ steilen Bach, wo ich dann seitlich die Gräben gezogen habe und dann nehmen wir Grassoden, mit wirklich No-Tech eigentlich geschafft haben, für dort Wasser dann an die Wiesen zu kriegen. Und wenn ich auch mit Leuten schwätzen, die das noch teilweise selber gemacht haben, wie wir beim Fons Volta waren, und hin erzählt von früher, wie sie zusammen geschafft haben. Das ist einfach eine flotte Sache, eine faszinierende Sache, wenn man wie von Haut guckt, wo man für alles irgendwelche Technik, irgendwelche Geschirr, irgendwelche Input braucht. Das haben sie damals nicht so gebraucht. Ja, Flitzen, das war ein ganz gut sehr früher. War praktisch die einzige Möglichkeit für Füßen zu düngen. Und den Dreck, den am Wasser war ein Dünger. Das war ein biologischer Stoff praktisch. Nee, das war eine gute Zeit. Das ist immer mitgegangen. Ich war die Zeit auch noch nicht mehr ein junger Kerl. Mein Papa war ein richtiger Fachmann dran. Ich weiß, wenn er genau wie jung ist, und er Gräf geholfen hat. Ich habe noch nicht. Flotzen haben wir das genannt, die Klängereef, wo das Wasser rausgelaufen ist. Dort haben wir immer so 700 Meter ein kleines Flots gehabt. Das gibt dann beim Wiesenball schön aufgezeichnet, und dann wird der Wiesenball umgedreht, mit dem Hehl rausgekappt, die Wasser, und die Kühe drauf, wenn Wasser, das war eine Regelung, da war ein Plan, wie nicht Wasser kommt. Das war schriftlich festgehalten. Und da war dann immer, wenn Wasser, wenn das dreckig war, dass viel Düngelwert drauf war, der Mann, den dann Wasser kommt, den hat Chance. Den ersten, den am weitesten weg war, den musste lang aufhängen, den Graf zu machen, so weit wie sein Terrain ging. Wenn der nächste Terrain kommt, dann ist der Mann mitgegangen. Da waren sie zu 2 oder zu 3, wenn der Knecht dabei an so 4 ruht. Das war eine interessante Zeit. Das habe ich gesagt, wenn der Gräfe abgemeldet wurde, das war auch ein kulturell sehr. Da legt man nicht geschwärzt. Sie haben Witze gemäht, sie haben gelernt, sie haben geschafft. Flüchten, das gouf ziemlich die ganze Wand gemäht, das tot vom Wetter aufgegangen. Wenn es hart gefroren war, dann ist es nicht gegangen. Da konnte das Schleusen nicht setzen. Ja, das war eine schöne Zeit. Ich habe das immer geregelt mit Schleusen setzen, das war mein Gerichtsfried.
Musik